Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, gucken wir uns das erstmal an. Du wirst wahrscheinlich ein Inventar Gegenstand rausploppen. Du musst wohl unsere Statue hier. Und die muss wohl in den richtigen Zustand. Du bist eine Säule. Du könnte hier unser Winde wieder reinpassen. Das brauchen sie jetzt nicht. Sechseckiges Loch. Ja, was passiert, wenn ich das verwende? Aha. Okay. Das heißt, du, damit schieben wir den Stäblock raus. Okay. Dann machen wir das halt noch einmal. Vielleicht kriegen wir es so wieder rein. Ja. Das heißt, wir müssen unsere Statue erstmal hier schieben. Dann können wir sie rausdrücken. Dann muss es wieder weg. Und dann können wir es auf die Schiebeplatte hier. Ne? Wenn ich das alles richtig verstanden habe. Du reichst übrigens, ach so, zur nebenbei mal bemerkt, mit dem Steuerrad hier zu gehen, ne? Das scheint auch auszureichen mit dem Schiebe. Du musst nicht extra die Kreistaste drücken. Für all jene, die das auch gucken, um möglicherweise von der Steuerung über die Steuerung ein bisschen informiert zu werden. So, jetzt machen wir das Ding wieder rein. Dann kommen wir da nämlich auch von hinten dran, das Ding. Mhm. Schick. Also hier gibt es nur 6 Kantlöcher für Winde. So, halt. Machen wir das wieder dort hier. Oh, das war ein... Anscheinend schielt mein peripherer Blick. Oder mein räumliches Vorstellungsvermögen schielt ein wenig. Ja, okay. Gut, dann drauf. Dann müssen wir es nochmal drauf. Ich nehme mal an, wir müssen es wahrscheinlich immer drauf schieben, bis es sich richtig gedreht hat. Du hast es dann wahrscheinlich flexibel, von wo aus es drauf gedreht wird, oder? Ja, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, wir drehen es wieder zuerst nach vorne, nachdem ich jetzt so räumlich hundsmiserables Vorstellungsvermögen habe. Fast bis zum Arschlag, dann können wir es jetzt durch schon mal in Richtung Kuhle drehen. Damit wir da nämlich von der Seite auch noch korrigieren können. Aber ich denke, das müsste so passen. Also. Jawohl, passt. Genau. Da ist was drin. Ein Zylinder. Ja, perfekt. Genau den habe ich schon immer mal nicht gewollt. Aber wir brauchen es halt, um da bei dem Anfangsgebiet weiterzukommen. So, wieder richtig positionieren. Und dann geht es jetzt eigentlich der gesamte Weg wieder zurück. Ich rechne allerdings damit, dass jetzt mal wieder ein paar Hunter herkommen und versuchen mir das Leben schwer zu machen. 3 habe ich noch drin. 3 Patronen sind im Lauf. Das heißt, alles was reptiloid aussieht und sich mir in den Weg stellt, wird über den Haufen geschossen. Kommt was Reptiloides? Anscheinend nicht. Gut so. Okay. Gut. Pfui Teufel. Also das war echt einfach nur ekelhaft. Das war widerlich, aber das war auch nur so eine Art, ja, Zwischenboss, aber trotzdem, natürlich hat so Spinnzei gemisst. Igitt. Okay, wenn wir jetzt nur noch durchkommen ohne Hunter, ist alles super. Weil hier ist wieder erstmal Safe Zone. Alle hopp. Man hat es ja eigentlich denken können, dass das sowas ist. Was wir dann hier kriegen. Also. Röhre. Das werden wir wahrscheinlich damit verbinden müssen. Sieht aus, als wäre da noch was eingraviert. Jawohl, Zylinderröhre. Wir gucken es uns an. Wahrscheinlich muss... Ja, du musst noch ein bisschen was gedreht werden. In die Seite sind Symbole eingraviert. Dreher. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Dann müssen wir es halt so lange drehen, bis die Ends auf der Ends ist und so weiter und so fort bei der römischen Zahler. Ja, dreh als weiter. Immer kräftig weiter drehen, bis es stimmt. Ja, wir kriegen schon noch hier. Ja. Jetzt ist das alles bündig. 4, 2, 3, 1. Eventuell hat das auch noch was zu bedeuten. Wir bewahren es einfach mal auf. Okay, mir noch ein Slot frei, falls irgendwas kommen sollte, was noch wichtig ist an Gegenstand. Und dann geht es erstmal wieder hier in die
In den Bereich hier. Wichtig, wichtig. Also, auf Handtag fast machen. Ich habe schon unter L1 und L2-Taste meine Finger geparkt, falls da was kommen sollte. Mit L1 und R1 schieße ich jo, falls es in Vergessenheit geraten sein sollte beim Publikum. Okay, das war hier das Gebiet, genau. Das heißt, reite mit. Okay. Scheiße, jetzt habe ich es natürlich vergessen. 4, 2, 3, 1 was, glaube ich. Ah, okay, habe ich es doch noch richtig im Kopf gehabt. 4, 2, 3, 1 war es. Okay, perfekt. Hat alles gepasst. Noch 6 Minuten sind wir jetzt hier durch anscheinend mit dem Gebiet und wir können jetzt mit dem Aufzug fahren. Okay, dann wagen wir doch mal die wilde Fahrt. Runter mit uns. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Bist du der Verräter, Barry? Oder ist es der Verräter Wesker? Es gibt ja nur noch die zwei Gestalter. Nee. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Ja, das könnte ein Mensch sein oder etwas, was mal ein Mensch war. Verteufel. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Inventarbox, das ist ganz gut. I'll stay and secure our escape route. Ja, immer gut, wenn man einen potenziellen Verräter hier dabei hat, dass der den Fluchtweg sichert. Ja, super. Haufe Sandsäcke sind hier noch. Hier ist unser geliebte Inventarbox. Ich bin mir nicht so sicher. Wisst was? Das ist, glaube ich, mal an der Zeit, dass wir nicht das Gewehr nehmen, sondern wir nehmen jetzt mal eine Granatwerfer. Pushen das Ganze mit ein paar Säuregeschosse. 18er. Alter, die haben alle reingepasst, die Dinger. Okay, dann packen wir mal die Granate fort. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch brauchen oder ob wir das brauchen. Wisst was? Wir packen das Zeug jetzt erst einmal weg. Wobei, ich sehe das ungern, wenn die zwei voneinander entfernt sind. Das ist wie wenn man S von T trennen muss, denn es tut den beiden weh. Du kommst wieder zu deinem Freund, aber zum Feuerzeug. Okay, bei dem anderen Ding bin ich mir einfach noch nicht so sicher, ob wir die Winde nicht möglicherweise noch gebrauchen können. Aber wir gucken uns erstmal hier alles an. Und ich möchte viel Freiraum in meinem Inventar drin haben. Alte Materialien, die tragen alle die Aufschrift Abfallstoffe. Okay, hier ist anscheinend auch noch irgendein Gerät. Ein Müllschlucker. Das ist ein Schalter, Drücker. Ja, drücken wir einfach mal. Okay, also anscheinend braucht es irgendeinen Gegenstand, den wir dann dort drauflegen, damit es zerdrückt wird. Können wir da runterklettern? Ja, ist da ohne irgendwas? Nee, ach, beim Schrott da ohne ist nichts. Na gut. Wir behalten es uns trotzdem mal im Hinterkopf. Das sieht auch aus, als könnte hier noch was A-Docker. Das heißt, wir behalten mal eventuell irgendeinen Lastkahn, Lastaufzug oder so im Hinterkopf und dass da ein Müllschlucker steht. Innenhof 2 des UG heißt das einfach nur. Na gut. So. So geht's auch weiter. Ich behalte erstmal die Pistole.
wenn was, wenn was Großes, Hässliches, Geschmolzenes kommt, was geborgte Gesichter trägt, dann komme ich eventuell auf der Granatwerfer zurück. Oh je. Du hast was abgeschlossen. Oh nee. Oh nee. Wäre das der Weg hier? Okay, das hätte auch zu dem Verschlossenen geführt. Hallo Lisa. Na, wie geht's da, Mädel? Die Lotta Lisa wieder. Mit ihrem ekligen Buckel. Okay, da können wir noch was drücken. Oder ein Hevel ziehen. Oh, machen wir einfach mal. Ah. Okay. Da kommt irgendwo was raus. Und die Lotta Lisa steigt uns natürlich einmal wieder kräftig hoch. Ah, okay, da geht's irgendwo hier die Treppe runter, wo wir eh nicht durch können derzeit. Also wir gehen erstmal in den Raum, der nicht verschlossen ist. Und da war nach die Halterung nicht davor. Das heißt, ich brauche was, um das Draht zu klemmen, damit die Halterung da weg genutzt wird, um den Mechanismus zu öffnen. Ich hoffe, die Lotta Lisa steigt uns da nicht hoch. Können wir da hochkraxeln oder so? Geht das? Ist das möglich? Ja, tatsächlich. Okay. Ah, cool. Ein Batteriepack. Nehmen wir selbstverständlich mit. Und ich glaube, das ist noch Magnum-Munition, oder? Ja, Magnum-Munition. Perfekt. Darf nicht verschwendet werden. Und ich glaube Pistole-Munition. Jawollo. Sau gut. Sind wir wieder bei 99. Ja, super Sach. Hat sich da richtig gelohnt. Jackpot-Versteck. Ah, da ist noch was. Auf der Kiste steht Chemikalie. Ich nehme da mal an, das ja von wegen Aufzug im Kopf behalte. Das könnte doch das Ding sein, was uns dann den Weg aufmacht. Hoffen wir nur, dass die Lotta Lisa jetzt nicht zu sehr Wache schiebt. Okay. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Ja, machen wir. Das schaukelt aber ganz schön, das Ding. Okay. Das heißt, das Ding macht sich jetzt auf den Weg und wir machen uns ebenfalls auf den Weg. Das haben wir jetzt schon grün geklärt. Das heißt, wir gehen jetzt exakt dasselbe Weg wieder zurück, je nachdem, wo die Lotta Lisa lang gelatscht ist. Und machen uns wieder auf den Weg, wo der Barry steht. Den können wir ja dann auch warnen, dass hier Lisa Trevor unterwegs ist. Dann sehen wir ja mal, wie er darauf reagiert, falls wir das überhaupt können. Schauen wir mal. Lotta Lisa, wo steckst du dann? Da können wir hochgehen. Ah, da ist er. Da ist er, ganz eine feine. Wir nehmen jetzt mal die zwei Krautis mit. Kann schon mal aufhören, Mädel. Ich spritze da gleich Säure ins Gesicht. Ich warne dich. Dann lassen wir es mal. Okay. Au, das scheint doch wohl nicht so zu gefallen, aber mir gefällt das auch gerade nicht. Dass die mich hier in der orangenen Bereich schon runterbatzt. Na gut. Dann können wir das Zeug ja sofort mal anwenden und sind wieder im gesunden Bereich. Moment. Oh, okay. Ah, nee, da müssen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen erstmal da entlang wieder zurück, ne? Alter, diese Kameraführung. Nee, falsch. Natürlich wieder vollkommen falsch gelatscht. Hier rum müssen wir. Ja. Okay. Gut, anscheinend latscht hier nur Lotta Lisa durch die Gegend, die wohl schneller und wohl langsamer ist. Okay. Barry! Säckel. Kleines? Naja, kleines jetzt eigentlich nicht, aber großes Säckel. Lasst der uns einfach hier allein mit dem Mutant hier. Aha. Verräter incoming? Fragezeichen. Ich lasse das auch bewusst offen, weil für die Leute, die Resident Evil jetzt nicht so gut kennen, soll das durchaus noch etwas spannend bleiben. Aber jeder, der die Reihe verfolgt, der kann sich eigentlich denken, wer hier der böse Bube ist von unseren zwei Jungs, die zur Auswahl stehen. Okay, also das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall hier. Dann können wir das auch mal gleich wieder abtransportieren.
Ich hoffe nur, die Lotta Lisa macht sich hier nicht auf den Weg zu uns in das Gebiet. Das wäre etwas hässlich, aber ich glaube, die sind alle auf ihr Gebiete beschränkt. Die können ihr Gebiete nicht verlassen, glaube ich. So wie eben auch ein Hunter nicht folgen kann, wenn es in demselben Karte-Korridor-Gebiet oder sonst wo ist. Okay. Dann. Trick. Aber nicht so fest, dass er Äderle platzt. Was auch immer für Fracht dort drin war, die ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Wir gucken es uns mal an. Aha, da liegt was. Da liegt was drin. Das sieht mir auch noch Flammenwerfer aus, wie ich in der letzten Episode noch gesagt habe. Ich glaube, das ist aber im Original Resident Evil, wenn man da in der Katakombe unterwegs ist. Aber der ist kaputt jetzt, der Flammenwerfer. Bringt uns also leider nichts mehr gegen die Lisa im Kampf. Defekter Flammenwerfer. Ja, der hat halt nur einen ordentlichen Durchbruch erlitten und der Schlauch ist gerissen, wo dann die Benzinampulle oder Gasampulle durchgeführt werden. Ich weiß sogar nicht, ob das jetzt einer ist, der mit Benzin arbeitet. Das wäre halt richtig hässlich. Oder ob das ein Flammenwerfer ist, der mit Gasampulle arbeitet. So Butangas, Kartusche oder sowas. Na gut. Das heißt, wir haben jetzt auch den Weg offen. Der Hebel haben wir ja gezogen, damit die Halterung rauskommt. Und unser Schlüssel ist der Flammenwerfer. O lottrige Lisa, wo steckest du in all deiner Pracht? Wie geht? Weil wir sorgen dafür, dass die uns wohl wirklich folgt. Ansonsten versperrt die uns wieder sehr schnell den Weg. Huch, da steht sie ja. Anna, in your face. Ja, komm mal hinterher, du Hässling. Okay. Moment. Ja, das ist immer richtig. Wir machen uns hier auf den Weg. Moment. Ja, alles stimmt soweit. Da sind die Dinger... Oh, scheiße, die sind wieder eingefahren. Verflixt. Das heißt, ich muss wieder an derer vorbei. Scheiße. Okay. Lisa, sei artig. Und dann ziehen wir nochmal den Hebel. Und gehen an der Stutra. Gehen nochmal so dran, ne? Über den Weg. Was für Geräusche. Ja, die wurstelt jetzt so in der Gegend rum. Aber wir verwenden das Teil, was wir kriegt hin. Und dann können wir auch durchgehen. Also an sich nicht besonders schlimm. Ich habe die 2 Geschosse jetzt eigentlich auch einfach nur just for fun abgefeuert, um mal auch wirklich sowas abzufeuern. Damit ihr das Amok sehe habt. Hier geht es anscheinend nochmal in irgendeinen... Ja, Sackgasse. Opala, Sackgasse-Raum am Arsch. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Alter, was ein Psycho-Raum aus der Hölle. Puppesammlung. Alle verblasst und abgenutzt, natürlich. Schreibtisch steht voller alter Bobbe und Kerze. Ach Gott, wie eklig. Das ist wohl Lisas Zimmer. Sieht auch überhaupt nicht psychopathisch oder schrecklich aus. Das ist ganz gemütlich hier. Ach, wie widerwärtig. Lotta Lisas Kammer des Schreckens. Alter, wie ekelhaft. Liegt hier irgendein Gegenstand rum oder so? Oh, da geht's auch noch weiter. Das heißt, wir müssen so oder so hier durch, aber hier liegt anscheinend nichts rum, was wir noch mitnehmen könnten. Na gut, dann gehen wir halt dort... Oh, da sind Schlangen. Oh. Mit Schlangen haben wir bisher nur beschissene Erfahrungen gemacht. Uaks. Okay, das Bett ist noch warm. Das heißt, dort hat Lisa gepennt. Ein Schmuckkasten nehmen wir natürlich mit. Wir gucken mal, ob wir ihn öffnen können. Okay, da ist was drin. Jawohl, der Steinring. Den brauchen wir für unser Metallobjekt. Und ein Familienfoto und Notizen. Okay, das Familienfoto, das ist das, was wir schon können aus George Travers Grab. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus, verabreicht 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert.
Das ist dann die Mutter gewesen, die man da rechts im Bild sieht. Die haben sie wohl mit so einem Virus, ja, der haben sie den Virus verabreicht, hat nicht funktioniert. Da haben sie das Zielobjekt eliminiert. Lisa, Virustyp B, Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion, positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status, Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert, 30. November 1967. Wie lange hat die Mutter gemacht? Die Mutter war schon lang vorher tot. Der George hat's nach 20 Tagen länger ausgehalten. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967, also schon 4 Tage, nachdem die Mutter tot war. Seit der Spritze ist mir schwindlig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Oh ja, das spricht alles auch für sehr gesunde Hirnentwicklung. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Ach Gott, ist das eklig. 17. November 1907 und hin ist weg wahrscheinlich. 76 wahrscheinlich auch wieder, ne? Ne, 67. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten. Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil 4 Steine. Das heißt, die Jessica Trevor Hanse anscheinend irgendwo hier in der Villa bestattet unterirdisch. Und der ihr Grab stand wohl mit Stahlseile und 4 Steine gesichert zu sein. Wahrscheinlich Beschwörungssteine. Menge Fotos von einem jungen Mädel im Lauf ihrer Kindheit. Ja, da haben sie die anscheinend noch dokumentiert. Und es liegt auch noch ein Dolch auf dem Bett. Das spricht auch für sehr gesunde Entwicklung. Ja, das Bett hier ist noch warm. Das wissen wir. Pfui Teufel. Allerhaupt dann kraxeln wir Motto hoch. Haben wir hier alles gefunden in dem Gebiet? Nee, anscheinend noch nicht. Das heißt, wir gehen noch hier und stauben noch hier die Kräuter ab. Da hat sie sich noch so eine kleine Kräutergarde angelegt, die Lisa. Gucken wir mal, was da noch ist. Reihe von verwitterte alte Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Ja, da ist sie dann anscheinend an ihr Wasserversorgung dran. Quatsch. Das wollte ich doch gar nicht. Jo, jetzt ist der Bereich grün. Alles klar. Also wir haben alle Gegenstände hier gesammelt, die es gibt. Und hier können wir nochmal noch overentkommen, weil der Aufzug ist ja fort. Und da geht es irgendwo die Klappe hoch. Wo wir da landen. Ich glaube, ich befürchte schon, wo wir da landen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass wir hier in der Hütte landen, wo wir Lisa Travers erste Mal gesehen haben. Das ist offensichtlich mit ihrem Schlafzimmer verbunden. Aber wir machen jetzt noch was. Das Zeug packen wir weg. Wir packen noch zusätzlich das Objekt dazu, was wir noch brauchen. Weil jetzt ist es wohl an der Zeit, ne? Und wir brauchen noch das und wir brauchen noch das. Glaube ich zumindest. Okay, das heißt, wir machen hier die Kombi. Da haben wir jetzt nämlich auch ein Stein- und Metallobjekt, so wie wir es hier für den Innenhof gebraucht haben. Ich glaube, die Winde ist auch erstmal überflüssig. Das heißt, die können wir theoretisch da irgendwo wieder dazu packen. Ich denke, die brauchen wir derzeit nicht. Wir haben eine große Waffe, wir haben eine kleine Waffe, wir haben die 2 Medaillen. Dann möchte ich ganz gerne noch speichern. Das wird nämlich einmal letzte Aktion heute sein. Auf der alten Schreibmaschine, die ich ganz gerne meinen Fortschritt speichern, genau. Aber Episode mache ich auf jeden Fall heute noch. Das heißt, wir überspeichern jetzt einfach mal hier. So. In der Hütte, genau.
Ja, perfekt. Dann sind wir auch circa wieder bei 45, oh Gott. Ich habe das den ich nicht aushalte am Stück. Wir sind wir wieder bei der 25 Minute heute gelandet. Wir packen das Fahrband noch weg. Und dann die Sache, solange sie noch safe ist, mache ich exakt an der Stelle hier meinen Cut, ihr liebe Leid. Und guckt zum Publikum, Jill, so einigermaßen zumindest, solange das die Perspektive hier zulässt. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil auf Petzig, wo wir dann weiter vordringen können im Erdgeschoss von der Villa. Da brauchen wir nämlich diese Stein- und Metallobjekte in doppelter Ausführung. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.